Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren hier stehen geblieben, als wir endlich in dem Spiegelgebäude angekommen sind. Wo sind Sie? Und jetzt gucken wir noch die Fireflies. Da können wir hier viel Sache durchkramen. Ah, fängt schon mal gut an mit Shorty-Munition, die aber leider voll ist. Dann gucken wir uns dann mal die Räume hier an. Und was wir hier so alles plündern können. Also ein Forschungstrakt, der hat doch bestimmt jede Menge gutes Zeug zu bieten. So, 25 Werkzeugteile, das ist doch spitze. Da haben wir auch die Werkbank schon gleich dazu. Aber ich würde sagen, wir gucken vorher, was wir hier alles noch kriegen können, bevor wir da anfangen, was zu machen. Und dann haben wir die Teile nicht und dann sind wir frustriert und dann explodieren wir und so weiter und so fort. Man kennt das ja. Von daher erstmal gründlich umgucken. Das sind alte Pille mal wieder. Also ich würde sagen, hier die Uni war bisher der beste Ort, um Pille zu finden. Apropos, können wir gleich mal gucken. Fertigungszeit oder Heiltempo, würde ich sagen. Das ist wichtiger. Können wir unsere Sache, wenn es drauf ankommt, sehr schnell machen. Gucken wir uns auch nochmal die Wand hier an. Nix. Und die Ellie folgt uns da über den Hauptgang. Können wir nochmal uns im Hauptgang umgucken. Und nö. Hier ist auch nichts. So ein alter Getränkeautomat noch und überall hier Kabel, die man wohl hier notdürftig hier gepflanzt hat. Da wollen wir erstmal noch nicht durch. Das sieht nämlich aus, als das so wichtig wäre. Wir gucken uns lieber erst nochmal hier um in der Gegend. Gehen wir da nochmal in den Seitenraum hier rein. Da wahrscheinlich auch so eine Art Hörsaal oder... Na, Hörsaal jetzt nicht unbedingt, aber hier für Praxisübungen oder irgendwas wird das schon wahrscheinlich Sie genug es. sein. Was denn? Das Heilmittel. Wird es schmerzhaft? Nein, nein, Sie nehmen bestimmt nur Blut ab. Ganz harmlos. Ich kenne Spritzen. Wir wurden in der Schule geimpft. Schmerzhaft. Ja, ich glaube, das mögen auch die wenigsten. Ich persönlich habe ja auch so eine Spritzephobie, beziehungsweise kann nicht zugucken, wenn mir Blut abgenommen wird. Ich glaube, da geht's etliche Leute sehr ähnlich. Bleibt nur noch der Raum übrig. Ah ja. Und ein Messerle der. Okay. Super. Dann können wir aber noch ein Messer basteln. Dann haben wir wieder volle Wumme. Aber das Endemesser ist leider nur noch mit einem Balken da, weil ich hier in der im Studentenwohnheim dort zwei Klicker niedergemacht habe. Mal hier nämlich auch eine neue Werkzeugstufe. Also hat es sich gelohnt, dass wir hier gewartet haben. Dann nehmen wir hier noch was. Molotovs verbessert. Zweimal so groß. Na, hervorragend. Na toll, also ich finde jetzt nicht, dass uns die Infos großartig weiterhelfen täten, um einen Molotow-Cocktail doppelt so stark zu machen. Aber ja gut, der Joel, der ist halt ein Genie, der kann damit was anfangen. 50 Werkzeugteile. Da nochmal was. Jawohl, Flammenwerfer, Munition. Ansonsten ist alles voll. Und die Ellie ist schon... Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Die Ellie ist schon sehr übermütig, nur weil wir hier in der Parallelräume rumstreunern, geht die hier schon mal durch die Gegend. Das ist aber nicht so gut, wie ich finde. Hätten wir zusammen durchgehen sollen, weil wer weiß, was hier noch kommt, da sollte man lieber zusammen unterwegs sein. Ah, da hätte ich schier vergessen. Und beinahe 5 Werkzeugteile verpasst. Gehen wir hier nochmal durch. Ich glaube, in der Schublade war eh nochmal Zeug, was wir gebrauchen könnten jetzt. Jawohl, nochmal Klinge. Und der Rest nicht. Wunderbar. Dann sind wir jetzt an der Reihe, dass wir Werkbank tüfteln können. Okay, dann mal los. Ah, jo. Mit einer neuen Werkzeugstufe lässt sich hier sowieso viel anfangen, die Sache. Und zwar das Allerwichtigste ist das Jagdgewehr. Das Schade machen wir jetzt nochmal höher. Perfekt. Zielfernrohr machen wir auch nochmal besser. Und ach, die Magazinkapazität. Jetzt fehlt uns nur noch panzerbrechend. Wenn das der Fall ist, dann können wir wirklich so stinknormale Kevlar-Weste-Typen behandeln, als wären sie gepanzerter. Das ist absolut genial dann, wenn wir das haben. Dann die Reichweite können wir hier noch nicht verbessern. Nachladetempo könnten wir, aber wir sind derzeit arg limitiert, wie ich finde, was das angeht.
Durch die Reichweite vom Flammenwerfer könnte man noch verbessern. Oder... Das könnten wir auch noch. Wir könnten aber auch hier was schaffen. Ich hätte gerne panzerbrechend auch hier bei dem Ding machen. Aber, haben wir jetzt leider zu wenig Dela. Könnten auch dafür sorgen, dass mehr Schuss reinpassen. Da könnte man auch die Schussfolge verbessern. Wisst was? Wenn wir schon das Jagdgewehr aufgemotzt haben, dann machen wir das auch bei seinem kleinen bucklige Bruder. Na Allah. So geht es doch. Ah, jo. Dann haben wir hier nochmal zusätzliche Reihe. Ihr wisst es jo mittlerweile. Ich mag das, wenn meine Waffe aufgeladen sind. Dann muss ich das nicht machen, wenn gerade wirklich Not am Mann ist. Ja, dann den ist sauber. Halt mal den da. Der ist schon aufgeladen. Und da wählen wir es doch gerade mal aus. Können wir hier nämlich auch noch. Ah, können wir nicht. Wir haben leider nur 2 im Lauf. Und das ist das Maximum gewesen. Dann doch lieber bei der Schrotflinte. Jo, wunderbar. Dann sind wir doch jetzt... Hoppla. Dann sind wir doch jetzt bestens ausgerüstet. Und können uns jetzt die Gefahren stellen, die uns hier in dem Trakt erwarten. Falls es welche gibt. Ja, da unten sieht es auch sehr schön aus. Sieht wirklich aus, als wären hier nicht sehr viele Leute. Oder beziehungsweise als wäre hier schon lange Leute mehr gewesen. Gucken wir uns das mal an. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Dazu muss ich jetzt aber mal erwähnen, medizinischer Krempel, sagt er hier zu dem Zeug. Im Englischen finde ich das eigentlich witziger, weil er da Technical Mambo Jumbo dazu sagt und ich finde das Wort generell so genial. Also, ja, das sind sie irgendwie komisch übersetzt, aber wie will man Mambo Jumbo auch richtig übersetzen? Von daher passt das schon. Aber Krempel ist leider nicht so lustig. Gucken wir uns hier nochmal um. Nee. Nee. No, da esse ich lieber einen Salat. Hier Reihe. So richtig Olver. Noch ein Backstell drin. War wieder nichts. Dann hätten wir hier noch was für ja alles Sammler unter euch. Und zwar haben wir unser erstes Tonbandgerät hier. Können wir uns einmal angucken, wie das aussieht. Können wir es auch abspielen. 2 weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Ich habe Stimme, als käme ich gerade aus dem Grab geschluppt. Ah, na. Was verleiht er immer? Genauso wie der Shopper-Schorsch beim Tommy, der auch so reibeise Stimme gehabt hat. Dass die immer so wie stretten müssen, die Typen. Ah, nee, ich will doch die Riesling-Flaschen nicht haben. Ich will doch Backstell. Na. Aber wie gesagt, das war jetzt unser erstes Tonbandgerät. Und es gibt, glaube ich, auch nur 2 oder 3 von den Dinger als Sammelobjekte, aber trotzdem ganz cool. Da muss ich dazu sagen, falls das nicht so gut gehört haben sollten, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Bei der PS4 ist es so, dass die Nachricht aus dem Tonbandgerät aus dem Controller jetzt kam und nicht vom TV abgespielt worden ist. Von daher könnte es sein, dass das vielleicht nicht so gut gehört habt. Ich hoffe natürlich, dass es gut hörbar war. Ansonsten kam mein dappischer Witz oder meine dappische Anmerkung mit der Stimme aus dem Grab nicht so gut an. Insofern, sorry. Aber dann schütteln wir jetzt erstmal den Controller, wenn wir schon vorhin, damit wir unser Batterie wechseln können. Jo, da haben wir den Nebenraum. Und ich glaube, während wir da in den Nebenräumen rumstramern, schnappt sich die Ellie alles, was er da im Hauptgang nochmal finden kann, beziehungsweise waschelt da nochmal rum. Zum Thema schnappt sich, was er kriegen kann, ist eigentlich ganz interessant. Auf der höheren Schwierigkeitsgrade ist es so, dass wenn man wirklich im Bedrängnis gerät, weil man nichts findet, dass ihm die Ellie irgendwann mal ein paar Munition zusteckt oder dass die Ellie mal sagt, hier hast du Riesling-Flasch, du hast einen Backstell und so weiter und so fort. Also die sucht theoretisch da auch rum und kann mit Zeug versorgen, wenn man wirklich absolut nichts mehr hat.
Also es ist ja nicht so, dass die einfach nur als Deko da rumsteht, sondern dass die dann auf der härteren Modi auch wirklich was schafft und ach genauso gut Zeug. Was eigentlich auch nur logisch ist. Ich meine, klar, der Joel sucht auch seit Zeug, aber die Ellie, die steht ja nicht nur dappig neben dran und Sabbat, während sie glotzt. Also insofern passt das schon, finde ich ganz gut so. Nur im leichten Modus ist es halt so, dass wir sowieso schon jede Menge Zeug haben. Und deswegen muss die uns nichts zustecken. Ja, klar, die ist wieder parallel rumgelaufen zu uns. Okay, dann die Sache, indem wir hier die Seitengänge durchsucht haben. Das ist gut, oder? Gucken wir uns so noch Es fragt sich, wo sie hin sind. Also, als noch Fireflies gefunden. Wie gesagt, während Dito im Hauptgang rummarschiert ist und wir uns die Nebenräume anguckt haben, darum müssen wir das Armor machen. Und wir sehen, es lohnt sich. Ist auch nochmal Zeug, aber auch in der schwierigeren Modi, wie gesagt, Werkzeugteile und so steckt sie uns nicht zu. Aber sie steckt uns anderes praktisches Zeug zu. Ja, dann sieht es aus, als wäre doch hier medizinisch gearbeitet worden. Gucken wir uns das doch mal an. Aha. Medizinische Bereich hier, das hat man wohl auch als Schleuse genutzt. Was haben wir hier Schönes? Röntgenbild des Pilzes, das müssen wir uns da angucken. Pfui Teufel, was ein mutierter Omelette-Kopf. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Kotz. Da marschieren wir mal weiter. Ich jetzt sage, bevor wir da reingehen, mache ich hier an der Stelle einen Cut, um zu gucken, was hier nochmal in der Firefly-Basis existent und am Leben ist. Bis dorthin, machen's gut und bleibt gespannt, es bleibt spannend. Iron Yankee.